الدين النصيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Ich möchte euch gerne heute ein Nasihat geben. Diesen Nasihat geht diesmal hauptsächlich an die Jugendlichen. Und zwar möchte ich kurz erklären, was für einen Stellenwert haben die Jugendlichen im Islam? Wie hat der Prophet auf die Jugendlichen geschaut? Was ist ihre Belohnung, wenn man seine Jugend auf den Islam gibt? Dies möchte ich euch gerne mitgeben, weil ich habe persönlich viel gesehen, die jugendlichen Geschwister, die lassen das Jugendalter, das wichtigste Alter, einfach an sich vorbeiziehen und sie sind wahrlich im großen Verlust. Und deshalb, inshallah, will ich euch kurz mal erklären, was für einen Stellenwert die Jugendlichen eigentlich haben. Schaut mal, Allah sagt im Edlen Koran, Allahu allazi khalaqakum min da'fin. Allah sagt hier, Allah ist es, der euch schwach erschaffen hat. Thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatin. Und er ist es, der, nachdem er euch schwach gemacht hat, stark werden lassen hat. Allah beschreibt hier das Jugendalter mit Stärke, dass er euch stark werden lassen hat. ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ دَعْفٍ وَشَيْبَةً. Anschließend hat er euch wieder schwach werden lassen und weißes Haar gegeben. Also er beschreibt das Alter, das Ältere, wieder als schwach. Der bezeichnet dieses Jugendalter als Stärke, wo Allah euch stark werden lassen hat. Schaut mal, als Allah in der Menschheitsgeschichte ein Zeichen setzen wollte, hat er immer wieder Jugendliche hervorgebracht, denen er sich erbarmt hat, denen er danach die Rechtsleitung gegeben hat, und anschließend haben diese Jugendlichen dann den Islam verkündet. Dies könnt ihr sehen bei Ashab Kahf, dies könnt ihr sehen bei Musa a.s., dies könnt ihr sehen vor allem bei Propheten Muhammad a.s. Wenn ihr guckt beim Propheten a.s., als er Mekka die Dawa verkündet hat, haben sich nur Jugendliche um ihn versammelt. Diese Jugendlichen wie Sa'd bin Abi Waqqas, Talha, Zubair, Ali, das waren alles Jugendliche, die 12, 17, 16, 14 Jahre alt waren. Auf diese Sahabas, das waren ja die Vorreiter des Sahabas, wurde die islamische, nach dem Propheten halt, dass der Islam nochmal aufgebaut. Das waren alles nur Jugendliche gewesen. Der Prophet a.s. sagt in einem Hadith, Irtanim khamsan qabla khams. Nutzt 5 Dinge aus, bevor die anderen 5 kommen. Und dann zählt der Prophet halt auf. Nutzt die Gesundheit, bevor die Krankheit kommt. Das Reichtum, bevor die Armut kommt. Die Freizeit, bevor die Beschäftigung kommt. Das Leben, bevor der Tod kommt. Und dann sagt der Prophet eins. Er sagt, Shababaka qabla haramika. Nutzt die Jugend, bevor das Alter kommt. Denn die Kunst des Lebens besteht nicht darin, wie es bei uns in der Kultur ist, dass wenn man alt geworden ist, dass sich danach die Leute in die Moschee setzen und dann halt keinen Sinn mehr sehen, außer noch im Islam. Es besteht nicht darin, erst wenn ihr alt geworden seid, die Erkenntnis zu kriegen. Die Kunst des Lebens besteht immer wieder darin, den Moment jetzt richtig zu nutzen. Es ist genauso, wenn ihr in einen Stau fährt, dann müsst ihr nicht hinten drauf fahren, um zu wissen, da ist ein Stau. Ein Weiser, ein Wahrhaftiger würde vorher den Stau erkennen, würde sich darauf vorbereiten, würde dementsprechend handeln. Genauso ist es mit der Fitna. Ein Wahrhaftiger, ein Weiser erkennt die Fitna, wenn er kommt. Ein Jahil jedoch, erst wenn die Fitna schon angetroffen ist und alles kaputt gemacht hat, erkennt er, dass es eine Fitna war. Und genauso ist es mit dem Jugend. Der Prophet weist uns hier auf etwas hin. Oh ihr Menschen, ihr werdet es eines Tages bereuen. Nutzt diese Dinge aus. Und das eine ist die Jugend, bevor der Alter kommt. Also sollten wir doch das erkennen. Die Jugend, dass der Prophet dies sagt überhaupt. Allah sagt hier, dass er uns stark gemacht hat. Der Prophet sagt, schätzt es. Und wir sollten dies erkennen und auch richtig nutzen. Jetzt könnt ihr sagen, Bruder, ja, aber wie sollen wir das denn nutzen, die Jugend? Wie sollen wir das denn richtig nutzen? Schau mal, Bruder, wenn ein Jugendlicher diese Dunya lebt, dann wird er die Dunya am schmackhaftesten leben. Also wenn ein Mensch in seinem Jugendalter die Dunya lebt, wird er es am schmackhaftesten diese Dunya leben. Weil er ist stark, er braucht nichts, er ist unabhängig, er wird vieles genießen in der Dunya. Und genauso ist es andersrum. Wenn ihr in eurem Jugendalter Allah dient und auf den Islam seid, werdet ihr den Islam am allerbesten dienen. Ihr werdet die schönsten Ibadah machen. So sehr werdet ihr schön sein vor Allah, dass Allah euch am jüngsten Tag, wo es keinen Schatten gibt, wo die Menschen wie Besoffene sein werden, wo die Menschen in ihrem Schweiß baden werden, wird Allah 7 Gruppen von Menschen Schatten geben. Eine Gruppe von diesen
es sind Leute, die ihre Jugend auf den Islam verbracht haben. Der Prophet sagt in einem Hadith, Inna rabbaka la ya'jab min shabin laysat lahu sabur. Der Prophet sagt hier, Allah ist verwundert, erfreut, sehr erfreut über einen Jugendlichen, der nicht zu seinen Gelüsten neigt. Leider ist es so, dass die meisten Jugendlichen aber den Islam nicht an höchste Priorität haben. Sie sind beschäftigt mit anderen Dingen. Sie machen hier dies und das, sie machen Arbeit, dann machen sie hier mit Freunden, dann Auto. Es gibt tausend andere Sachen, die immer vor den Islam kommen. Und irgendwann, wenn man Freizeit hat, dann sagt man, ja komm, das mache ich jetzt für den Islam ein bisschen, weil jetzt mal ein bisschen hier was machen, um sein Gewissen zu beruhigen. Aber was wollt ihr vor Allah antworten, wenn ihr eines Tages vor Allah steht? Schaut mal, der Prophet a.s. sagt in einem Hadith, La tazula qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'alu an khams. Der Mensch wird nicht einen Fuß zu Allah machen, bis er am jüngsten Tag von 5 Dingen befragt wurde und er die Antworten dafür gibt. Und der Prophet zählt dir die 2 Dinge auf. An umrihi fima afna. O du Mensch, wo hast du dein Leben verbracht? Und das zweite ist, wa an shababihi fima ablar. O du Mensch, wo hast du deine Jugend verbracht? Schaut mal, die Jugend gehört eigentlich zum Leben dazu. Aber Allah wird dieses Jugendalter nochmal extra befragen lassen. Weil dies das wichtigste Alter ist. Der Islam spricht die Jugendlichen an. Der Islam ist eine Religion für die Jugendlichen. Und nicht, dass man irgendwann alt wird oder dass die alten Leute sollen das machen. Der Islam spricht die Jugendlichen an. Das wertvollste Alter, das schönste, das kräftigste, das schönste Alter, das süßeste Alter spricht der Islam an. Das ist die Jugend. So sehr, dass Allah am jüngsten Tag nochmal extra zusätzlich befragen will. Liebe Geschwister, Abdullah ibn Mas'ud, ich gebe euch mal ein Beispiel. Abdullah ibn Mas'ud, er hat seine Jugend für den Islam gegeben. Er hat sein Leben für den Islam gegeben, auf den islamischen Weg verbracht. Er war bei den Propheten. Er wurde dafür geehrt, dass der Prophet zu ihm gesagt hat, Abdullah ibn Mas'ud, seine Beine werden am jüngsten Tag schwieriger sein als der Berg von Uhud, weil er so viele Amal al-Salih, weil er so viele gute Taten gemacht hat. Aber Bruder und Schwester, wenn wir zu Allah kommen, wenn du zu Allah kommst, wenn ich zu Allah komme und Allah wird uns befragen, was habt ihr in eurer Jugend gemacht? Wie habt ihr eure Jugend verbracht? Was werden wir sagen? Werden wir sagen, wir waren damit beschäftigt, Stipendium zu machen? Wir waren beschäftigt, ein Studium zu machen? Oh Allah, wir waren damit beschäftigt, zu pumpen, richtig schön zu trainieren, damit alle unsere Körper sehen? Wollen wir sagen, oh Allah, wir waren damit beschäftigt, andauernd shoppen zu gehen? Wir waren damit beschäftigt, dass mein T-Shirt zu meinen Schuhen passt, dass alles passt? Oder werden wir sagen, oh Allah, wir waren damit beschäftigt, wir haben die ganze Zeit gearbeitet, wir haben gearbeitet für eine Hochzeit, damit wir uns eine teure Hochzeit machen. Oh Allah, wir haben so sehr für diese Dunya gelebt eigentlich, als würden wir niemals für diese Dunya gehen. So sehr haben wir für diese Dunya gearbeitet. Wallahi, das sind alles Antworten, die euer Gesicht schwarz werden lassen. Deshalb lasst uns eine Antwort geben, wo unser Gesicht erhellt, erleuchtet. Wenn Allah sagt, was habt ihr gemacht? Wenn Allah zu Abdullah ibn Mas'ud sagt, oh Abdullah ibn Mas'ud, was hast du in deiner Jugend gemacht? Dann wird er sagen, oh Rabb, ich habe deiner Religion gedient in meinem Jugendalter. Deshalb müssen wir auf uns gucken, was werden wir aber jedoch sagen? Guck mal, Ali bin Abi Talib, mit 12 Jahren war er bereit für den Propheten zu sterben. Er ist in sein Bett gegangen, wo die Mushrikun in seine Wohnung gegangen sind. Er war bereit, er hat den Tod vor Augen gehabt in seinem Jugendalter. Ammar hat gesehen, wie seine Mutter und sein Vater vor seinen Augen geschädigt werden. Das hat ihn nicht ansatzweise davon gebracht, vom islamischen Weg abzukommen. Das waren Jugendliche, die haben ihr Leben für den Islam gegeben. Sie haben sich entschieden für Allah und seinen Gesandten und das Leben nach dem Tod. Und was sagt Allah zu ihnen? Dass der Prophet a.s. sagt in einem Hadith, Innal Jannata la tashtaqu ila thalatha. Das Jannat vermisst 3 Menschen. Aliyun, Ammarun, Salmanun. Das Jannat vermisst diese 3 Menschen. Was haben diese 3 Sahabas jedoch gemeinsam? Alle 3 Sahabas waren solche Menschen, die ihre Jugend komplett dem Islam gewidmet haben. Die mit den Propheten waren. Die, wenn es irgendwo eine Amal gab, wo der Prophet irgendwas gebraucht hat, waren sie die Ersten, die hingerannt sind. Solche Jugendlichen waren das, sodass das Jannat kaum erwartet, dass diese Menschen endlich hineinkommen und das Jannat diese Leute schmecken kann. Allahu Akbar. Ich möchte euch 2 Geschichten erzählen, die zur Zeit des Propheten stattfinden. Und wirklich überlegt mal, diese Geschichten, das sind ja auch echte Menschen, denn das trifft die ja auch. Das sind ja Menschen wie wir, wie sie da handeln. Allahu Akbar. Also das ist wirklich schwer vielleicht zu verstehen für einen jetzt, der hier steht und auf die Geschichte guckt. Es kommt ein Volk zum Propheten und sagt, Ja Rasulallah, nach Medina, sagen, oh Gesandter Allahs, wir haben Niyat gemacht, zum Islam zu kommen. Schick uns einige Leute, damit sie uns den Islam erklären. Der Prophet sagt, okay, ruft Asim ibn Sabit und sagt zu ihnen, nimm 9 weitere Leute mit und geht und verkündet ihnen den Islam. Diese Leute haben nicht gefragt,
ja Rasulallah, wo schickst du uns hin? Wer sind diese Leute? Ja, aber können wir uns jetzt erstmal nicht vorbereiten? Oder dies. Sie haben gesagt, Sami'ana wa ata'na. Wir haben gehört und wir gehorchen. Asim ibn Sabit nimmt die 9 Leute mit und sie gehen. Auf der Weg dahin drehen sich danach die Leute um und sagen, ergebt euch. Denn der Prophet hat den Führer ihres Volkes umgebracht und sie wollte sich eigentlich rächen. Ihre Absicht war es nicht, zum Islam zu kommen. Und dann sagt Asim ibn Sabit, ich schwöre bei Allah, ich habe Allah geschworen, dass ich mich keinen Muschrik ergeben werde. Und dann fangen sie an zu kämpfen. Diese 10 Muslime kämpfen gegen diese kleine Gruppe von Muschrikin. Und sie kämpfen bis in den Abend rein. Sodass Asim ibn Sabit merkt, er wird Shahid, der Schwert ist kaputt, die Kräfte sind am Ende, sie haben nichts gegessen, nichts getrunken, gar nichts. Er merkt, sie werden Shahid. Dann Asim ibn Sabit wird Shahid. 3 Leute werden festgenommen, 2 werden nach Mekka gebracht, als Sklaven verkauft. Und dann die Geschichte kommt zum Propheten, der Prophet bekommt das mit. Als der Prophet das mitbekommt, wird er so traurig. Rasulullah und die Sahabe werden so traurig darüber, dass diese Jugendlichen einfach so Shahid gemacht worden sind und so also reingelegt worden sind, dass Rasulullah eigentlich, der nicht bekannt ist, Lanet zu lesen auf Menschen, hat 1 Monat in seinen Kunut-Duas, hat er Lanet gemacht auf dieses Volk und hat gesagt, Allahumma hsimi adada, waqtulhum badada, wa la tughadir minhum ahada. O Allah, ergreife sie einzeln. O Allah, bringe sie einzeln um und lasse von ihnen keinen einzigen übrig. Diese Geschichte wird bei Bukhari überliefert. Die jetzige wird bei Muslim überliefert. 3-4 Monate später kommt eine Gruppe von Najd und sagt, ja Rasulallah, O Muhammad, wir wollen zum Islam kommen, unser Volk hat Niyat gemacht, schick uns einige Faqih, wissende Menschen, die uns unsere Religion beibringen. Anas berichtet, es gab bei den Propheten Jugendliche, die waren in der Moschee, sie haben in der Moschee gelebt, sie nannten sich Qurra. Diese Leute haben vom Propheten Ilm gelernt und haben Dawa gemacht, haben in der Moschee halt geschlafen, sind aufgestanden, nur sich da aufgehalten. Und tagsüber, so berichtet Anas, haben sie Wasser und Holz geschleppt und mit dieses Geld dann haben sie diese Ashab Suffa, die Studenten beim Propheten, mitversorgt. Der Prophet ruft 70 von ihnen und sagt, da gibt es Leute, die wollen die Religion lernen und ich will euch gerne hinschicken. Und die Sahaba sagen nicht, ja Rasulallah, vor 3-4 Monaten ist doch dasselbe passiert. Willst du, dass wir auch sterben? O Gesandter Allahs, warte noch, wir haben Schulden. O Gesandter Allahs, wir haben Erntezeit. O Gesandter Allahs, du weißt doch gar nicht, ob das sicher ist. Lass sie doch kommen. Was haben sie gesagt? Sami'ana wa ata'na. Wir haben gehört und wir befolgen. Das, was ein Muslim eigentlich obliegt, das haben sie getan. Die 70 Leute gehen mit, aus dieser Gruppe aus Najd, sie gehen mit ihm mit. Kurz bevor sie ankommen, werden sie von Muschrikin umzingelt. Bei Bir Ma'une gibt es ein Tal, da werden sie umzingelt von Muschrikin. Die Muschrikin töten 69 von diesen Leuten. Einer kann nur davon kommen, aber 69 werden Shahid gemacht. Das war die Elite des Propheten eigentlich gewesen, weil die waren in der Moschee des Propheten, die haben die Erziehung des Propheten genossen, das Ilm des Propheten genossen. Sie wurden alle Shahid gemacht. Der Prophet geht auf die Khutbah und sagt, oh ihr Menschen, eure Geschwister wurden Shahid gemacht. Sie sind zu Allah gegangen und sie haben zu Allah gesagt, berichte deinen Propheten, sag, wir sind bei dir angekommen, oh Allah. Und wir sind mit dir zufrieden und du bist mit uns zufrieden. Und der Prophet sagt, oh ihr Menschen, sie sind mit Allah zufrieden und Allah ist mit ihnen zufrieden. Schaut mal, Brüder, mal um das kurz zu realisieren. Das sind Jugendliche. Sie heiraten nicht. Sie arbeiten nicht für einen Luxus. Diese Menschen haben keine schöne Kleidung. Diese Menschen haben keine schönen Häuser. Diese Menschen haben keine schönen Hochzeiten geführt. Diese Menschen haben nichts. Die sind in der Moschee des Propheten a.s. Sie lernen da und denken sich, lass uns nicht den Propheten zu Last werden. Lass uns nicht den Sahaba zu Last werden. Dann gehen sie einfach tagsüber, schleppen Wasser und Holz, um nicht Lasten der Muslime zu werden. Und abends kommen sie in die Moschee des Propheten, machen Ilm und dann in ihrer Freizeit machen sie noch Dawa. Allahu Akbar. Solche Menschen waren das gewesen. Sie haben nicht an sich gedacht. Sie haben nur an den Islam gedacht. Sie haben sich gedacht, ich werde mein Leben für den Islam geben. Und was war ihr Lohn? Allah ist mit ihnen zufrieden. Der Herr der Himmel und der Erde war mit ihnen zufrieden und sie waren mit Allah zufrieden gewesen. Und jetzt frage ich euch, Geschwister, braucht der Islam nicht jetzt
Menschen, Jugendliche, die genauso sind wie die Sahabas, die bereit waren, ihre gesamte Kraft für den Islam zu geben, die bereit waren, ihre gesamte Zeit für den Islam zu geben. Wallahi doch, wir brauchen diese Menschen. Vor allem jetzt in der Zeit der Fitna, wo die Murji'a da sind, wo der Schirk überall verbreitet ist, wo jeder irgendwas behauptet, wo die Harams überall verteilt sind, brauchen wir erst recht Jugendliche, die auf dem Wege Allahs sind, sich aufrichtig hingeben, ihre Kraft dafür geben, Dawa machen, den richtigen Islam ordentlich verkünden. Diese Menschen brauchen wir. Aber wie? Diese Jugendlichen, die wir heutzutage leider sehen, werden zu Lasten der Muslime. Sie machen die eine Sache, aber werden auch wiederum Last zu Muslime. Also was brauchen wir? Wir brauchen Jugendliche wie die Sahaba, liebe Geschwister. Wenn ihr wollt, dass Allah mit euch zufrieden ist am jüngsten Tag, dann seid wie die Sahaba. Allah war mit ihnen auch zufrieden. Sie haben Allah ihre Zeit für Allah und seinen Gesandten gegeben und haben trotzdem nicht zu Lasten der Muslime und den Gesandten Allahs gelebt. Haben trotzdem für ihre Bedürfnisse gearbeitet, für ihre also nicht zu Lasten der Muslime, haben ihre Bedürfnisse gestillt, waren unabhängig und haben trotzdem die ganze Zeit ihre ganze Kraft den Islam gegeben. Liebe Geschwister, schaut mal, Wallahi, wenn ein Kafir 70 Jahre alt wird und er hat nicht einmal den Islam gelebt und ein Muslim, er hat sein Leben auf den Islam verbracht und er wird 70 Jahre und beide liegen im Sterbebett und ihr werdet beide fragen, wie lange wart ihr auf dieser Dunya? Bruder, beide werden dieselbe Antwort geben. 1 Tag, 2 Tage, sehr wenig. Sie werden sagen, die Zeit verging so schnell. Genau wie Allah mir im Koran das sagt, wenn er die Mushrikin, die Kuffar fragen will, wie lange habt ihr auf der Erde verweilt, werden sagen, 1 Tag oder ein Teil vom Tag. Bruder, das Leben wird sowieso schnell vorbeigehen. Es geht schneller vorbei, als ihr nur schauen könnt. Erinnert euch an die Worte des Propheten, nutzt 5 Dinge, bevor die anderen 5 kommen und das aufheben. Denkt an die Belohnung, die Allah den Jugendlichen gibt, den Wert, den der Prophet und Allah, der Islam, generell die Jugendlichen gibt. Wenn ihr wollt, dass eure Jugend richtig genutzt wird, wenn ihr am jüngsten Tag vor Allah steht, wenn er euch befragt, dass ihr eine Antwort gibt, die euer Gesicht erhält, so gebt eure volle Zeit, eure volle Konzentration, eure volle Kraft einzig und allein den Islam. Denn das ist die einzig wahre Lösung, die euch zum Erfolg bringt, die eure Jugend Ehre gibt, die eure Jugend, wenn ihr später mal zurückschaut, wo ihr sagen könnt, Alhamdulillah, oh Allah, ich habe meine Jugend für dich gegeben. Damit ihr mit einem schönen Gesicht zu Allah und dem Gesandten kommen könnt. Zum Gesandten und sagen, oh Gesandter Allahs, du, deine Dawa, deine Verkündung, du warst mir lieber als alles dieser Dunya. So wird Allah euch ins Jannat lassen. Aber wenn ihr in diese Dunya verfällt, wird es sehr kritisch für uns alle werden. Deshalb denkt an die Versprechen des Propheten, denkt an die Versprechen Allahs. Allah lügt nicht, der Gesandte lügt nicht, ihre Versprechen sind wahrlich wahr und sie werden alle eintreffen. Deshalb, oh ihr Jugendlichen, kommt wieder zu euch zurück, werdet wachsam und seid nicht desinteressiert gegenüber dem Islam, gegenüber den Muslimen, gegenüber der Dawa. Steht auf und verkündet den Islam auf die beste Art und Weise, so wie der Prophet a.s. uns das beigebracht hat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.